Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Zum Schluss vom Jahr kommt noch ein Film an das Kino, den et wert als beschwert zu gehen. Dem Robert Eggers Sing-Version vom Klassiker Nosferatu. Wenn mir der Film da gefallen hat, dann erzählen ich noch an dieser Episode. Nosferatu, der Filmklassiker aus dem Jahr 1922. Bei dem Klassiker hat sich der Robert Eggers gedacht, komm, do man ist da holomol. Beklangen Reboot von denen du so will oder ein Hommage, ein Auffrischung, ein Modernisierung, das vieles an der Hinsicht. Nosferatu ist eigentlich die klassische Dracula-Geschichte, wie man so schon kann. Ne? Also da gibt es Demos schon relativ viele Diskussionen mit Bram Stoker seiner Frau, mit der Rechter, weil Nosferatu ja ziemlich nur unter Version von Bram Stoker seinen Dracula leidet. Voilà, die Geschichte wird erzählt. Quasi ein Liebesdreieck an dem Dracula-Szenario erzählt, ein ganz spannend Geschichte, die nicht wirklich neu ist. Der Robert Eggers hat schon divers großartige Filme herausgebracht, angefangen mit The Witch, The Lighthouse und zum Schluss auch The Northman. 3 grandiose Filme, und da hatten sich unsere Filmklassiker getraut. Da muss ich leider an dem Sinne sagen, dass das ganz nicht wirklich innovativ ist. Also ich denke, du musst ihn Kant halt einfach mal beim Namen nennen. Innovativ ist das ganz nicht. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ein bisschen ehrfürchtig dem Original gegenüber ist. Aber das ist eigentlich auch schon der einzige Kritikpunkt, den ich Lohai und Nosferatu kann gehen. Weil man wirklich, wenn ihr die Geschichte schon kennt, dann sieht er nichts Neues. 2 Stunden, 13 Minuten dauert das Spektakel und bietet uns eine atmosphärisch und bedrückend Szenerie, die wirklich fantastisch umgesetzt ist, mit grandiosen Ausstellungen durch die Aal stiert. Du hast Robert Eggers so ganz bekannt für sich historisch korrekt und den Sachen du entlang zu hangeln, natürlich als Nosferatu nicht wirklich so passiert, aber eben zu dem Zeitalter, wo er ganz so gespielt und du hast das ganz historisch ziemlich akkurat durchgestaltet. A ganz faszinierend ist, dass ganz viel mit dem Original gespielt wird. Den Original ist ja schwarz-weiß und für allem auch ein Stummfilm gewesen, dem uns Goff noch nicht gespart an den Filmen. Und dazu hat Robert Eggers eigentlich ein schönes Hommage gemacht, weil solange wir es am Schloss vom Nosferatu befanden oder eben dem Count Orlok, wie ihn eben heischt, dann ist das ganz ziemlich wortkarg. Also das ist wirklich wenig Dialoge am Schloss. Und vorher sind auch viele Szenen enorm entsättigt, so dass man schon bald einen schwarz-weiß-Look kriegen, ob man nicht wirklich schwarz-weiß Film haben könnt, aber so ein bisschen den Look zu starten. So könnt die Hommage und den alle Klassiker wirklich schön River an erinnert wirklich viel darunter. Er bringt das ganz eben ob ein, wenn ich so will, modern Aderweis. Nosferatu ist halt wirklich eine modernisierte Version vom Nosferatu, aber ohne lo wirklich mit viel Tamtam. Mir eigentlich die Atmosphäre an dem Feeling von dem Film einfach an das heutige Zeitalter herumzuheben, an die Wirkung von dem Film, wie sie wohl Demos muss gewirrscht sind, eben lorem greifbar zu machen. Und das ist wirklich, fand ich eine fantastische Sache, wenn ihr bedenkt, wie viele Versionen nicht von einem Dracula gibt, aber wie oft das ihr von einem Blockbuster-Niveau rumbrüht gibt, möchte Robert Eggers das halt wirklich mit enormer Ehrfurcht und enormem Respekt dem Original gegenüber, er bringt das halt für mich quasi auf den Punkt. Ich war 2 Stunden, 13 Minuten zu 100% in der Hallen. Ich war um die Leinwand gefesselt und hundet einfach genoss die fantastische Szenerie, die starke Kameraerstellungen, die ihr wirklich mit ranzählen quasi, mit zu holen und das einfach auch Kulissen, die bombastisch sind. Los immer noch gut nicht auf Schauspieler zu spätzen kommen, die Datei einfach, ich kann den nicht ernst so auf den Punkt bringen. Der Nicholas Hoult, den Hayden Thomas Hutter spielt, den ist eigentlich, wie soll ich sagen, es sticht nicht so extrem raus, ist aber für die Rolle irgendwie genau richtig. Hin drängt sich nicht so extrem an den Vordergrund, hin spielt das ziemlich bodenständig, aber authentisch. Bringt das halt wirklich auf den Punkt aus für mich. Da wäre genau die richtige Wahl für den Cast. In der Moment war angeblich auch den Harry Styles zur Auswahl, aber ich denke, dass die richtige Person gewählt wird. Mit dem den Robert Eggers dann auch noch immer ganz Summe schafft, ist den Willem Dafoe. Den heute Professor von Franz spielt. Und ja, der bringt das ganz irgendwie kriegt das ganz irgendwie so ein Theaterniveau. Der Film geht
wat Minute zu Minute immer mehr theatralisch, geht immer mehr pompös, geht immer mehr groß, immer mehr voluminös. Ich komme heim mit der Floskel, ich bin nicht mehr fertig. Und der Willem Dafoe bringt das ganz auf den Punkt. Am Anfang nach ein bisschen mit zurückhalten. Irgendwann spielt er immer mehr und er geht immer mehr groß an. Wenn man den Willem Dafoe eben so kann, bringt den das eben an dem Szenario halt wirklich auf den Punkt. Lily Rose Depp, was heute Dallin Hutter spielt, war für mich auch wirklich ein gelungene Personage, den am Original eigentlich viel mehr nervös war, geht Lohai ein bisschen mehr relevant durchgestaltet. Und hat bringt das wirklich auf den Punkt, mischt das wirklich an einer Hingabe, an einem grotesken Spiel, wo der Film einfach nicht mehr von profitieren kann. Bislo der Cast einfach nicht mehr fantastisch, aber er stößt eine Person ganz krass heraus, an eine Person, über die ich mich am Vierfall gut nicht informiert tun, weil ich wusste gut nicht, oder schon mich gut dran gelesen, wen Lohai den Nosferatu spielt, den Count Orlok. Und das ist halt kein geringeren wie den Bill Skarsgård. Ja, wir kennen ihn schon als Pennywise und schleicht sich so los eben zum neuen Hollywood-Monster-Schauspieler rund, den das wirklich, oder zum neuen Hollywood-Antagonisten. Und wenn ihr nicht wisst, dass der Bill Skarsgård halt den Count Orlok spielt, dann da fällt einem das nicht ab. Schon allein mit seiner Stimme von seinem Ausgesehen auch nicht zu schwätzen, als der Bill Skarsgård halt nicht mehr zu kennen. Und das ist wirklich, der kriegt das so gut hin. Der kriegt das so fantastisch gespielt, wie grandios dem Mensch eben das Monster, den Dämon durchspielen kann. Fantastisch. Den im Ganzen so etwas so Bestien-Feeling vermittelt, als wirklich auf den Punkt gelungen. Für mich als Nosferatu, du wird danach endlich, Gott sei Dank, einen gelungenen Aufschluss zum Schluss vom Jahr 2024. Nach ein Kehr schönen Film, aber wirklich ein richtig guter Film. Der Robert Eggers wird halt nicht enttäuscht. Ich hätte mal vielleicht ein bisschen mehr Innovation erwartet, vielleicht noch ein bisschen mehr das Ganze nach einem gewissen Twist zu gehen, wo ihr seht, okay, das ist aber nur ein Mehrwert vis-à-vis von dem allem. Das ist halt einfach, der Film ist modernisiert und also eben für jeden guckbar, den sich eben kein schwarz-weiße Stummfilm mehr will gucken. Wen also ob Horror steht, den nicht so riet an die Fresse aus, den einfach mehr subtil ist und einfach ein bisschen so inner Haut kraucht, dann einfach nicht mehr mit seiner Atmosphäre glänzen kann. Da sieht er mit Nosferatu genau richtig an. Überraschenderweise waren tatsächlich ab dem 25. Dezember relativ viele Leute am Kino für sich den Film schon gucken zu gehen. Und da tut mich mal an echt einfach mal eine Frau gemacht. Du erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr diesen Film gefallen hat. Und in dem Sinn ging es so, verabschiede ich mich dann. Aber wünsche ich noch ganz viel Spaß am Kino mit Nosferatu. Ciao!